Der Zwerg mit dem langen Bart. Vor 300 Jahren ist in einem versteckten Stück Wald ein riesiger Baum gestanden. Seine Blätter konnten fast die Wolken kützeln. In einem Astloch hat ein Eichhörnchen gewohnt, das Chipsli. Und wisst ihr was? Unten bei seinen Wurzeln hat es einen munzig kleinen Eingang gehabt und ein kleines Chemie. Ab und zu hat es sogar geraucht. Natürlich hat es auch Fensterchen gehabt, mit roten Vorhängen. Und wisst ihr, wer dort manchmal rausgeschaut hat? Der Zwerg mit dem langen Bart. Sein Bart war gleich lang, wie sein Baum hoch war. Es war ein ganz besonderer Bart. «Hui», sagt der Zwerg zum Eichhörnli. «Ich glaub, mein Bart kützelt, Chipsli. Da kommt jemand.» Schnell schaut er aus dem Fenster mit den roten Vorhängen. «Es ist ein grosser Bub mit einem Sackmesser, ein Mädchen, das gerade ganz hoch auf einen Baum klettert und ein ganz kleines mit einem Baby auf dem Arm.» «Chipsli, es kann losgehen.» Die Mädchen legen eine Picknickdecke aufs weiche Moos. Dort, wo die Sonne scheint, dort ist es schön warm. «Oh ja», sagt das Kleinste. Schwupps, sitzt schon der Bub mit seinem Sackmesser drauf, schnitzt an seinem Stecken weiter und macht ein Gesicht wie 3 Tage Regen. «Ich habe Hunger», murmelt er. Das Kleinste macht gerade ein Blätterbettchen für ihr Baby und das Mädchen, das sich schon wieder auf dem Baum gemütlich gemacht hat, rieft: «Gell, die Mami hat uns ruhig Kuchen mitgeben.» «Nein», sagt das Kleinste. «Das ist doch für später, wenn der Besuch kommt», hat die Mami gesagt. «Ja, ja», nörgelt der Gross. «Hihi», lacht der Zwerg. Sein Bart fängt an zu glitzern. Seine Nasenspitze wird ganz rot. 1, 2, 3. Ein voller Tisch mit Brei. «Hey, da hängt ein Butterbrezel am Baum.» «Bei mir hängt ein brötelter Klöpfer am Stecken.» «Und in meinem Blätterbett liegt eine duftende Schokibanane.» «Hihi», lacht der Zwerg zufrieden. Sein Bart wird gerade ein Stückchen länger. «Ein gute Miteinander», flüstert er leislich. Und das Chipsli, das sitzt grummelig in der Ecke. «Ich will auch so etwas Gutes.» «Jo, jo», sagt der Zwerg. «Schau hier, Nina Küssli, das Chipsli will ein Nüssli.» Schwupps, da hat das Chipsli volle Backen. Da hat der Zwerg grad nochmal eine Idee. «Zieh, Zopf, das Glas ist nicht leer, ein grosser Teich aus Heidelbeer.» «Hey, das Plätschern, da war doch vorher noch kein Bächli gsi.» «Hä, es kommt von da.» Der ist ja violett.» Schwupps, hat das Kleinste schon den Finger drin. «Stopp, das gibt vielleicht Bauchweh, nicht abschlecken.» Aber da ist es schon passiert. Genüsslich schlägt die Kleine den Finger ab und ruft: «Heidelbeeri! Der ganze Bach ist aus Heidelbeerisaft!» «Ja!» Da kumpen alle 3 rein und schwimmen im Bach aus Heidelbeeri. «Super, ich hatte nämlich ganz schön Durst. «Ja, jetzt aber los, der Besuch kommt gleich.» Mal schauen, was die Mami zu unseren violetten Kleidern sagt. Das war jetzt lustig, als ob es ein Zauber wäre. Das verraten wir keinem. Von jetzt an ist das unser geheimes Örtli. Abgemacht! Chipsli, hast du gehört? Schluss mit Langweil. Von jetzt an wird's spannend.